Wir steigen heute ein in dieses Thema. Wir sind in dieser Serie unterwegs. Jesus kommt wieder. Und heute geht es um Gebet, das erhört wird. Die meisten von euch werden regelmäßig viel beten. Man macht manchmal so Umfragen und sieht eigentlich alle Menschen, auch diejenigen, die nichts mit dem Glauben am Hut haben, plötzlich machen sie irgendein Stoßgebet irgendwo in den Himmel hinauf oder so. Ist eigentlich ein sehr alltägliches Thema. Und es passt auch sehr, sehr gut zu unserem Serie. Jesus kommt wieder. Wir kriegen im Moment ja recht viel Anschauungsunterricht, was das betrifft. Also was mich betrifft, ich verfolge das mit dem Eishockey schon. Mich fasziniert das, habe ich sehr gern diesen Sport. Und es ist schon spannend, wer das ein bisschen mitverfolgt. Man spürt diese Mannschaft da im Eishockey, die jetzt an der Weltmeisterschaft am Spielen ist, immer noch drin, immer noch da, heute im Final. Die haben ein Ziel. Die haben ein Ziel vor Augen, auf das sie hinarbeiten. Und sie versuchen irgendwie das Ziel zu erreichen. Und um dorthin zu kommen, man merkt richtig, wie sie das zusammenschweißt, wie das richtig viel aus ihnen herausbringt. Und man spürt so, oder, dass sie bereit sind, dafür auch zu leiden, durch schwierige Momente hindurchzugehen, sich nicht aus dem Fokus bringen zu lassen. Ich habe gedacht, das ist schon ein recht guter Anschauungsunterricht für uns, wenn wir an Jesus glauben und auf dieses Ziel zuleben, wo Jesus wiederkommt. Das schweißt schon auch unglaublich zusammen. Bringt uns auch durch so Leidenszeiten hindurch, weil es gibt so einen Fokus. Und gestern im Interview hat ein Spieler gesagt, ja, dann haben wir morgen das Finale und so. Aber was wir jetzt machen können, wo wir die Möglichkeit haben, das machen wir jetzt. Das, was wir beeinflussen können, wir schlafen viel und essen viel, hat er gesagt, und so weiter. Und dann geben wir 150%. Das war so die Aussage. Da habe ich gedacht, spannend, oder? Das, was wir beeinflussen können, da geben wir Vollgas, machen wir 150% und alles andere, ja, wir dürfen wissen, wir dürfen das alles andere Jesus überlassen. Fand ich super cooler Anschauungsunterricht, so auf ein Ziel hinarbeiten. Und ich persönlich hoffe, dass es dann heute endlich mal gelingt, ein Final zu gewinnen. Wir wissen es aber nicht, wie es herauskommt, aber bei Jesus wissen wir ja, er wird wieder kommen. Das Ziel, auf das wir zusammen hinleben, Jesus kommt wieder, das wird erfüllt werden. Vielleicht auch schon heute Abend. Oder in vielen Jahren. Wann, wissen wir nicht. Und sind wir unterwegs. Ich habe gemerkt, ein Buch in der Bibel, das sehr viel zu diesem Thema, zu dieser Erwartung, zu dieser Vorfreude, zu diesem fokussierten Leben zu sagen hat, ist der Thessalonicher Brief. Und es gibt da ganz verschiedene Abschnitte, unter anderem auch Gebet. Gebet genau mit diesem Fokus, Gebete, die erhört werden. Dieses Thessaloniker Buch in der Bibel, wir werden in der nächsten Zeit einige Abschnitte daraus lesen, nicht alles, aber Verschiedenes. Es ist gut, ein bisschen im Hinterkopf zu haben. Ausführlicher dann am Dienstag im Bible Study, aber ganz kurz. Paulus mit Timotheus und Silas waren da in dieser Stadt im Norden von Griechenland, in Thessalonich, haben den Menschen von Jesus erzählt und das Wunder ist passiert. Es sind wirklich Menschen zum Glauben an Jesus gekommen. Und es gab eine neue, kleine, frische Gemeinde, die gewachsen ist. Paulus und seine Mitarbeiter waren wahrscheinlich etwa 2 bis 3 Monate dort und dann mussten sie fliehen aufgrund von Verfolgung, weil das anderen Leuten nicht gepasst hat, dass die da von Jesus erzählen und die sind geflohen nach so kurzer Zeit. Aber so man spürt, dass in dieser kurzen Zeit sie alles, was sie hatten, diesen jungen Christen mitgeben wollten auf ihren Weg. Die haben ihnen erzählt, was es bedeutet, eben, dass Jesus für sie gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass sie diesen Jesus ins Leben einladen können, dass sie ihre Schuld diesem Jesus abgeben können und so mit Gott in Verbindung kommen, versöhnt sind mit ihm, befreundet, eine Familie und das heute und in alle Ewigkeit, wenn Jesus wiederkommt. Und er hat ihnen so vieles einfach mitgegeben und dann mussten sie fliehen, waren sie plötzlich weg und sie bekamen so richtig Heimweh oder eine Sehnsucht nach diesen Thessaloniken. Sie wollten wieder zu ihnen gehen. Es ist dann gelungen, den einen Mitarbeiter Timotheus zu schicken, der ging dorthin, hat gehört, gesehen, was sie erlebt hat sie ermutigt und gestärkt, ist zurückgekommen und hat so richtig guten Bericht gebracht. Er hat gesagt, sie sind wirklich noch dran im Glauben und sie sind unterwegs, aber es gibt auch einige Fragen. Und offenbar eine der größten Fragen, die sie hatten, war diese. Da sind 2, 3 Leute aus dieser frischen, jungen Gemeinde gestorben.
Und jetzt hatten sie plötzlich Angst. Ja, was ist jetzt mit diesen, wenn Jesus wiederkommt? Die verpassen es ja. Die waren so fokussiert auf den Moment, wo Jesus wiederkommt, kriegen sie plötzlich Angst. Was ist jetzt mit denen, die gestorben sind? Und deshalb schreibt Paulus ihnen einen Brief und schreibt einige sehr aussagekräftige Dinge zu diesem Thema, wie es dann ist, wenn Jesus wiederkommt. Und diese Texte werden wir zusammen lesen, nicht alle heute, aber wir starten mit einem Text. Es hat am Anfang von diesem Brief, in der Mitte und am Schluss hat es ein Gebet, das Paulus so betet. Und das mittlere von diesen Gebeten schauen wir zusammen an. Dieses Gebet endet mit der Aussage, und dann könnt ihr frei von aller Schuld vor ihn treten, wenn Jesus, unser Herr, wiederkommt. Das ist der Schluss von diesem Gebet. Man sieht wieder diesen Fokus, oder? Diesen Fokus auf den Moment, wenn Jesus wiederkommt. Irgendwie haben die das so voll in sich getragen. Ich habe ein Zitat vom Theologen Eberhard Hahn. Er sagt dazu, der formuliert das so richtig schön: Auf diesen Punkt zielt der Glaube, der dann ins Schauen übergeht, weist die Hoffnung, die dann erfüllt sein wird. Wir tauchen ein in diesen Text. Das ist unser Gebet und auch unsere Bitte, dass auch Jesus durch diesen Text zu uns heute redet und wir durch dieses Gebet von Paulus selber für unsere Gebete ermutigt werden. Ich lese dieses Gebet vor, es ist 1. Thessaloniker 3, Verse 9 bis 13. Könnt ihr gerne mitlesen, Bibel aufschlagen, zu Hause noch schnell hervornehmen und dann lesen wir das zusammen. Ich lese einfach mal das ganze Gebet, all diese Verse. Wie sollen wir Gott nur dafür danken, dass er uns durch euch so viel Freude schenkt? Tag und Nacht bitten wir ihn inständig um die Gelegenheit, euch wiederzusehen und euch im Glauben weiterzuhelfen. So bitten wir Gott, unseren Vater, und Jesus, unseren Herrn, uns recht bald zu euch zu führen. Euch aber schenke der Herr immer größere Liebe zueinander und zu allen anderen Menschen, eine Liebe, wie wir sie euch gegenüber haben. So werdet ihr innerlich stark, ihr lebt ganz für Gott, unseren Vater, und könnt frei von aller Schuld vor ihn treten, wenn Jesus, unser Herr, kommt, mit allen, die zu ihm gehören. Also dieser Fokus, wenn Jesus dann wiederkommt, dann sind wir bereit und ready. So, jetzt tauchen wir ein. Zuerst kurz überlegen, wer betet hier eigentlich? Es ist der Paulus, der dieses Gebet formuliert, manchmal ganz direkt, manchmal sagt er, wie oder was er betet. Und es ist wichtig zu wissen, Paulus und seine Mitarbeiter, die waren sich vollkommen bewusst, dass alles, was sie haben, den Glauben an Jesus, dass das ein Geschenk ist von Gott. Die haben erlebt, dass Jesus ja alles getan hat, dass es Jesus vollbracht hat am Kreuz. Und besonders Paulus war sich besonders bewusst, er hat gar nichts dazu beigetragen. Er war ja auf dem Weg, um die Christen zu verfolgen, um gegen Jesus zu kämpfen. Und plötzlich hat Gott so in sein Leben eingegriffen. Er ist diesem Jesus begegnet und hat Paulus einfach zu sich gezogen. Und Paulus ist sich so vollkommen bewusst, alles, was er hat, den Glauben an Jesus, den er hat. Er sagt sogar, dieser Glaube ist für ihn der größte Gewinn. Das ganze erfolgreiche Karriereleben, das er vorher hatte, ist nichts im Vergleich zu dem, was er jetzt mit Jesus hat. Und man spürt überall, wenn Paulus über das schreibt, es ist ein Geschenk von Gott. Er hat es von Gott bekommen. Gott hat gewirkt, Gott hat gehandelt. Und er ist der Empfangende. Also da betet jemand, der so mit Gott verbunden ist und so dankbar ist, dass er einfach von Gott so viel geschenkt bekommen hat, dass er sagt, Gott, Jesus, ich liebe dich und deshalb will auch ich für dich leben. Auch ich will mein Leben für dich leben. Also wenn wir dieses Gebet miteinander anschauen, das ist ein Gebet von einer Person, die sagt, ich will für diesen Jesus leben. Weil ich ihn so liebe, freiwillig, nicht weil ich muss, nicht weil ich etwas für Gott tun muss oder so, etwas zurückgeben oder so, keine Ahnung, sondern aus Liebe will ich für Gott leben, will ich das Beste für Gott geben. Das ist so die Person, die hier am Beten ist.
Und das Zweite, was auch auffällt, ist, dass er so aus wirklich dieser tiefen Liebe, Dankbarkeit hinaus betet. Wenn wir heute in dieses Gebet hineingehen, ich habe den Titel gewählt für die Predigt, Gebete, die erhört werden, erhörliche Gebete. Das wünschen wir uns ja, oder? Dass wir beten und Gott antwortet und es passiert und wir erleben Gottes Wirken. Und ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Grundlage, wenn wir jetzt dieses Gebet anschauen und uns fragen, was wollen wir davon, was können wir davon lernen, was will Gott uns sagen. Da ist jemand, der betet, der sich ganz dieser Identität bewusst ist. Ich bin ein Kind von Gott. Er hat mir alles geschenkt. Ich kann gar nichts zu meiner Rettung beitragen. Er schenkt mir das ewige Leben. Und weil ich ihn so fest liebe, will ich auch mein Leben für ihn geben, mein Leben für ihn leben. Das ist so die Grundlage. Vielleicht auch die Frage zum Einstieg. Ist das auch dein Wunsch, aus Liebe zu Jesus für ihn alles zu geben, mit ihm vorwärts zu gehen, dass sein Wille geschehen kann, weil du weißt, dass er alles für dich gegeben hat? So gehen wir in dieses Gebet hinein. Ich habe 3 Punkte, die wir lernen wollen oder können, oder die ich gelernt habe. Ihr könnt machen damit, was ihr wollt. Der erste Punkt: Menschen handeln, Gott handelt. Vers 9, der erste Vers von diesem Gebet. Denn was für Dank können wir Gott euretwegen abstatten, für all die Freude, womit wir uns euretwegen freuen vor unserem Gott. Also das Erste, was ich eindrücklich finde, er kommt einfach mit seinem Dank. Ein Dank, der kann er gar nicht in Worte fassen. Er muss unglaublich dankbar sein, dieser Paulus. Und jetzt, wofür ist er dankbar? Er sagt, ich bin euretwegen dankbar. Timotheus ist ja zurückgekommen und hat richtig gute Nachricht gebracht, wie das diese Thessalonicher machen, wie die diesen Glauben leben, dass die standhaft bleiben, dass sie nicht einfach aufgeben, nur weil es Widerstand gibt. Also Paulus ist so dankbar, dass diese Thessaloniker Vollgas geben für Jesus, dass sie ihren Glauben bewahren, dass sie dranbleiben, dass sie nicht aufhören, dass sie ihn nicht einschüchtern lassen. Und andererseits sagt er, ich bin dankbar ja vor Gott gegenüber. Gott will ich Danke sagen dafür. Also es kommen irgendwie wie 2 Dinge zusammen. Er sieht diese Thessaloniker, die Vollgas geben, und darin sieht er Gott, der richtig krass am Handeln und am Wirken ist und sagt, mein Dank für alles Krasse, was ihr tut, gilt unserem Gott, gilt meinem Gott, unserem Gott. Und er findet ja kaum Worte dafür. Also er sagt, wie soll ich nur Danke sagen? So groß ist sein Dank. Und ich finde das schon schön, wie er beginnt mit diesem Dank. Ich weiß nicht, für was du dankbar bist im Rückblick dieser Woche. Es war ein bisschen heiß, vielleicht für das kühle Bier am Abend oder mal einen feinen Kaffee oder vielleicht eben für Bewahrung sind wir dankbar oder für das Essen auf dem Tisch sagen wir jeden Tag Danke. Das ist auch gut und richtig, aber manchmal beschämt es mich auch ein bisschen, für was ich alles dankbar bin, weil meistens sind es so viele egoistische Sachen. Ich finde da recht eindrücklich, Paulus, der spürt diese große Dankbarkeit für Menschen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, wo er mithelfen durfte und die jetzt dran sind, ihren Glauben nicht aufgegeben haben. Und ja, das hat mich an diesem Punkt schon auch ein wenig herausgefordert. Wie schön ist es, wenn wir das doch miterleben können, oder? Wie Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Es gibt nichts Besseres, was passieren kann. Wenn wir uns dafür einsetzen und dann im Nachhinein merken, es hat geklappt, da ist ja wirklich ein Herzen aufgegangen, wie cool. Und dann weiter, dranbleiben. Also ich habe den Eindruck, wenn wir so wirklich so eine überschwängliche Dankbarkeit wie dieser Paulus erleben wollen, wo wir keine Worte mehr finden, dann könnte das ein ganz einfacher Trick sein, mal jemanden zum Glauben zu führen. Und dann dran zu bleiben und schauen, was das mit dem eigenen Herzen macht. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres und Besseres. Und ich glaube, viele in euch haben ja auch dieses Anliegen und diesen Wunsch. Also was wir hier schon sehen, Menschen handeln, Gott handelt. Die Thessaloniker haben absolut Vollgas gegeben und Gott hat sich Vollgas dazugestellt. Und Paulus kann gar nicht als noch mehr danken. Wunder sind passiert. Ein zweiter Punkt, den wir in diesem Gebet lernen können. Paulus fleht und geht. Ist nicht hochtheologisch, aber sehr praktisch. Ihr seht gleich warum. Paulus fleht und geht. Also jetzt kommen wir zu einem so tiefen Anliegen, das dieser Paulus gehabt hat. Sie beten,
wobei wir Nacht und Tag aufs Inständigste bitten. Und es ist das Anliegen, euer Angesicht zu sehen und das zu vollenden, was an eurem Glauben mangelt. Unser Gott und Vater selbst aber und unser Herr Jesus richte unseren Weg zu euch. Also dieser Abschnitt hat mich aus den Socken gehauen, aber auch recht herausgefordert. Jetzt hat dieser Paulus ein Anliegen. Und jetzt lesen wir, wie er da betet. Er hat das Anliegen, dass dieser Glaube vollendet wird, dass das, was noch fehlt, dass sie das noch lernen. Und er betet Nacht und Tag. Also ich stelle mir vor, wenn er in der Nacht aufwacht, hat er eine Zeit des Gebets und betet für diese Thessaloniker. Und am Morgen beim Aufstehen und am Tag, am Mittag, seine Gebetszeit, da waren die Thessaloniker, ja, und dann betet er für sie. Und am Abend nochmals und dann wieder in der Nacht. Tag und Nacht. Habt ihr auch schon ein Anliegen so intensiv bewegt, Nacht und Tag? Und dann wird es ja noch eindrücklicher. Er sagt, ich bete aufs Inständigste. Aufs Inständigste. Das ist ein Wort im Altgriechischen, perissos heißt das. Das bedeutet, übersetzt, extrem, übermäßig, außergewöhnlich. Also er sagt von sich, so bete ich, richtig mit dem Herzen voll dabei. Aber es ist noch nicht das ganze Wort, es ist nämlich noch ein Stück extremer. Es heißt im Text sogar hyperekperisou. Also zu diesem überschwänglich noch dazu hyper, noch viel mehr. Also wirklich aufs Inständigste. Und ich weiß gar nicht, ob wir das auch so kennen, so ein Gebet, überschwänglich viel, so intensiv. Ich stelle mir vor, wie er hinkniet, wie er zu Gott schreit, wie er vielleicht ganz still wird und sein Herz einfach vor Gott bewegt, wie er hinhört, was will Gott dazu sagen, wie er fleht, wie er mit ganzem Herzen kommt, wie sie zusammenkommen mit seinen Mitarbeitern, mit der Kirche, wo er gerade unterwegs war, wie sie zusammen beten, übermäßig, inbrünstig, sogar übermäßig. Und das finde ich schon sehr eindrücklich, weil Paulus, der betet, als würde wirklich alles andere nichts nützen. Das beeindruckt mich. Er sagt ja, Gott soll den Weg jetzt richten. Er soll es machen, dass es geht, oder? Er soll den Weg öffnen. Ich finde auch sehr spannend. Paulus ist offen für den Weg, der Gott hat, oder? Er ist nicht für seinen eigenen Weg, sondern für den Weg, der Gott hat. Im Kapitel vorher lesen wir dazu, Kapitel 2, Vers 18, dort sagt er, dass es auch ein geistlicher Kampf war. Deshalb wollten wir zu euch kommen, ich Paulus, nicht nur einmal, sondern zweimal. Und der Satan hat uns gehindert. Also wahrscheinlich spürt Paulus, das ist wirklich ein Anliegen, etwas, das ist wichtig, es ist geistlich umkämpft und er betet inständig Nacht und Tag und ist dran und bleibt dran. Aber ich habe auch etwas anderes ganz Spannendes entdeckt. Als ich mich mit diesem Thessalonikerbrief auseinandergesetzt habe, diesen Vers gelesen, habe ich gesehen, der hat es ja probiert. Der Paulus sagt, zweimal habe ich probiert hinzugehen. Hat seinen Arsch hochgekriegt, ist in die Stiefel gegangen und wollte gehen. Er hat gemacht, was er konnte. Nicht nur einmal, sogar zweimal hat er probiert. Und weil es nicht geklappt hat, dann haben sie Timotheus genommen. Hat gesagt, dann geh doch du. Und das hat irgendwie funktioniert. Und der ist ja wirklich gegangen. Und ist dann zurückgekommen. Und wahrscheinlich betet er weiter und weiter, deshalb schreibt er es so. Und dann lesen wir Apostelgeschichte 20, die dritte Missionsreise von Paulus, wie er wieder durch dieses Gebiet hindurchzieht. Und es heißt, dass er dort die Christen, die in diesem Gebiet waren, gelehrt hat mit vielen Worten der Ermutigung und Ermahnung. Also tatsächlich ist er wahrscheinlich dann etwa 5 Jahre später wieder in dieser Gemeinde vorbeigekommen. 5 Jahre später. Ich habe mich gefragt, hat er etwa 5 Jahre so inständig Nacht und Tag gebetet? Ich könnte mir das schon noch vorstellen. Das finde ich sehr interessant. Paulus, er betet, als gäbe es keinen Morgen. Aber er geht auch hin, er steht auf, er macht etwas, er bringt sich in Bewegung. Was in seiner Macht steht, das tut er. Sagt dabei aber auch, ja, der Weg
Gott, öffne du den Weg, führe du den Weg. Er ist bereit, den Weg zu gehen, so wie Gott ihn will. Gib nicht gleich auf, bleib dran. Und erlebt das Wunder, dass er etwa 5 Jahre später tatsächlich wieder dort vorbeikommt. Wir kommen zu einem dritten Punkt, was wir in diesem Gebet lernen können. Ich habe das genannt. Beten heißt Gottes Hand ergreifen. Diese 2 Verse hier. Am Schluss dieses Gebets: Euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind, um eure Herzen zu stärken, untadelig in Heiligkeit zu sein, vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Also einfach kurz die Anliegen, die Paulus hier im Gebet bewegt. Oder? Er spürt, wofür Paulus bittet. Er bittet nicht für einen gedeckten Tisch, für den guten Schlaf, für die nächsten schönen Ferien, dass das Auto bald ein neues Auto kaufen kann oder Pferdewagen oder was auch immer, eine gute Schiffsüberfahrt erwischt und so weiter. Er spürt die Anliegen, die Paulus hier hat. Oder? Die sind sehr nahe bei den Anliegen von Jesus dran. Und jetzt betet er hier, dass diese Thessaloniker überreich werden. Dass sie überreich werden zuerst zueinander, dass sie einander überreich lieben und dann auch zu allen anderen Menschen. Also das ist der Wunsch, der tiefste Wunsch von diesem Paulus. Ich kann mir vorstellen, dass er genauso inständig Nacht und Tag dafür gebetet hat, dass diese Thessaloniker überreich werden an der Liebe. Und er beschreibt dann hier ganz logische Folgen, die das hat. Das Herz wird gestärkt im Glauben. Wenn man überreich ist an Liebe, wird das Herz gestärkt im Glauben. Ist das spannend, oder? Das Herz wird gestärkt. Sie können untadelig und die Heiligkeit vor Gott treten und sie sind bereit und ready, wenn Jesus wiederkommt. Reichlich Liebe haben untereinander und für alle. So ein schönes Gebetsanliegen. Vielleicht erschrickt man auch ein bisschen, wenn man das liest und denkt man, was? Untadelig in Heiligkeit vor Gott zu kommen, ist das überhaupt möglich? Dass ein Mensch so heilig und gerecht und untadelig ist, dass er so 100%ig würdig ist, vor Gott zu kommen, bereit zu sein, wenn Jesus wiederkommt? Also man könnte jetzt ja sagen, ja gut, wenn das Ziel ist, dann muss dieser Paulus noch viel beten. Das ist schwierig zu erreichen, oder? Und es ist schon wichtig zu wissen, was meint denn Paulus hier genau damit? Wenn wir all diese Schriften von diesem Paulus lesen, dann merken wir, dass er eigentlich immer wieder erklärt und sagt, dass wenn ein Mensch zu Jesus kommt, Jesus ins Herzen einlädt, Jesus um Vergebung von der Schuld bittet, dass Jesus ihm dann seinen Mantel der Gerechtigkeit anzieht. Das heißt, wenn ein Christ durchs Leben geht und manchmal Dinge falsch laufen und gar nicht so heilig wirken, rundherum ist der Mantel von der Gerechtigkeit von Jesus. Und so sieht uns Gott als Heilige, nicht weil wir so gut sind, sondern weil Jesus uns seine Heiligkeit schenkt. Also Jesus sagt, als Nachfolger von ihm, als seine Kinder, als Christen sind wir heilig, weil er es macht. Nicht, weil es immer im Leben durchwirkt. Und dann sagt er hier, dass wir untadelig in Heiligkeit vor unserem Gott wandeln. Also es ist so wie ein Lichtstrahl der Heiligkeit, der von Gott kommt. Wir leben vor Gott in seiner Heiligkeit. Wir leben in diesem Bereich drin. Und deshalb ermutigt Paulus auch die Christen, die Thessaloniker, uns, dass wir immer mehr auch so leben, wie das dieser Heiligkeit von Gott entspricht. Dass wir das immer mehr lernen, dass wir uns von Gott in einen Wachstumsprozess hineinnehmen lassen. Das nennt Paulus dann Heiligung. Da schreibt er den Thessaloniker auch gleich noch einiges dazu. Das schauen wir dann am Dienstagabend im Bible Study an. Aber das ist so die Idee, die Paulus hat, dass als Christen werden wir von Gott heilig gemacht und dürfen wachsen in der Heiligung, weil wir in dieser Heiligkeit von Gott leben. Das ganz kurze Klammerbemerkung zu dieser Heiligkeit, heilig sein, Heiligung. Und ich finde das so ein schönes Anliegen für uns auch. Wollen wir auch ein starkes Herz haben, gestärkt im Herzen. Wollen wir reichlich sein in der Liebe zueinander und für andere. Da sind wir bereit, wenn Jesus wiederkommt. Egal, ob es nächstens ist oder noch eine Weile dauert. Und ich finde es auch wieder spannend, oder? Paulus
bringt das richtig ins Gebet hinein. Ist sein tiefstes Anliegen. Er weiß, das ist etwas, das kann nur Gott tun. Das kann nur Gott wirken. Irgendwie wir Menschen können das doch nicht selber. Er sieht diese Thessaloniker, die so gut unterwegs sind, aber er spürt, da muss Gott eingreifen, da muss Gott beschenken, da muss Gott an ihnen arbeiten. Das ist sein Gebet, dass Gott sie überreich darin macht. Und dann aber spannend. Dann lesen wir weiter. Gleich der nächste Vers, Kapitel 4, Vers 1. Dort heißt es, übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt, dass ihr darin noch reichlich zunehmt. Also zuerst betet er und jetzt sagt er ihnen, hey, gebt bitte ein bisschen Gas. Ich ermahne euch, gebt euch Mühe, dass ihr zunehmt, dass das reichhaltig wird. Und dann gibt er ihnen ganz konkrete Tipps, wenn wir jetzt da weiterlesen würden. Das machen wir dann am Dienstag im Bible Study. Er gibt ihnen konkrete Tipps, was das bedeutet im Umgang mit Sexualität, im Umgang mit Macht, im Umgang mit Arbeit, im Umgang miteinander in der Gemeinde. Es wird sehr konkret. Er sagt ihnen, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das. Habe mich schon gefragt. Zuerst betet er Vollgas und dann sagt er ihnen, jetzt gebt Vollgas und macht und macht. Erkennt ihr ein Muster in diesem Gebet, das sich durchzieht durch all diese Anliegen, durch all diese Themen? Das ist, glaube ich, so das Bild, das Paulus für das Gebet hat, dass da etwas Hand in Hand passiert. Dass Gott sich wünscht von uns, dass wir handeln, dass wir aufstehen, dass in diesen Anliegen, die wir haben, unsere Schritte gehen. Und dass er auch handelt. Dass er seine Kraft, seine Vision, seinen Weg, seine offenen Türen, dass er das gibt, was er gibt. Martin Luther hat es so gesagt, man muss beten, als ob alles Arbeiten nichts nützt. Und arbeiten, als ob alles Beten nichts nützt. Jetzt reden wir heute darüber, über erhörliches Gebet. Wie werden Gebete erhört? Und Paulus schreibt da offen zu den Thessalonikern, dass bei ihnen dieses oder jenes noch mangelt und dass er sich wünscht, dass sie lernen können, einen Wachstumsprozess gehen können. Vielleicht gibt es einige hier, die sind so am Ende angekommen, die haben jetzt das vollständige Wachstum im Thema Gebet erreicht. Vielleicht gibt es aber auch viele, die sagen, doch, ich will noch wachsen. Vielleicht ist es mehr in die Richtung, das ist inständige, Nacht und Tag. Vor Gott kommen, ein Anliegen bewegen, seinen Herzschlag zu spüren, ihn zu bitten, seine Wege zu öffnen. Vielleicht ist es dran, dass wir dort wachsen, in dieser Inständigkeit zusammenzukommen. Weil dort, wo wir zusammenkommen, ist seine Gegenwart verheißen, ist Gebetserhörung verheißen. Vielleicht ist es aber auch dran, dass wir unsere Gebete mal prüfen. Unsere faulen Gebete entlarven, dass wir fragen, wo wollen wir Gott zu unserem Sklaven machen? Er soll doch tun, er soll doch machen, Gott bitte mach das und das, aber selber bin ich gar nicht bereit, selbst Vollgas zu geben in diesem Thema, selbst vorwärts zu gehen. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen, das hat mich sehr bewegt, Leben eines Fürbitters, von Rees Howells, der lebte 1850 etwa bis 1950, ein bisschen später, 1879, bis 1950, hat die Weltkrieg erlebt, lebt in England, hat Erweckung dort erlebt. Und er hat in seinem Leben, in seiner Biografie, er sagt von sich, das, was Gott in mein Leben gelegt hat, ist, dass ich ein Fürbitter sein soll. Ich soll im Gebet für andere Menschen, für sein Reich einstehen. Es ist mega spannend, ich habe dieses Buch gelesen, man spürt von Anfang bis am Schluss, wie Gott ihn an der Hand nimmt und ihm Schritt für Schritt lernt, was es bedeutet, kraftvoll und erhörlich zu beten. Man liest dann dieses Buch und liest quasi von einer Gebetserhörung nach der anderen auf eindrücklichste Art und Weise. Aber was mich auch extrem beeindruckt hat, ist, wie Gott diesen Mann gelernt hat,
quasi mehr als seinen eigenen Teil beizutragen. Also zum Beispiel, wenn er Menschen sieht, die notleidend sind auf der Straße, dann betet er für diese Menschen, aber er ist auch hingegangen zu ihnen, hat sie eingeladen zu sich nach Hause, hat ihnen neue Kleider gegeben, ihnen eine neue Arbeitsstelle gesucht, hat sie begleitet und wenn sie weggegangen sind und dann später wieder zur Lump gekommen sind, noch einmal dasselbe. Er hat eigentlich quasi alles für sie gegeben. Oder wenn sie gebetet haben, weil sie Geld brauchten für ein neues Projekt, eine neue theologische Ausbildungsstätte oder so, dann haben sie für Geld gebetet. Und dann sind sie nach Hause gegangen, er und seine Begleiter, und haben alles Geld, das sie gefunden haben, gebracht. Das hat mich schon beeindruckt. Oder dann hat er die Last bekommen, für jemanden um Heilung zu bitten. Aber dann hat nicht nur einfach gebetet, sondern ist dann auch zu dieser Person nach Hause gegangen, hat für sie geschaut, gepflegt, hat das Geld bezahlt für den Arzt, hat für die Kinder geschaut. Seit ich dieses Buch gelesen habe, bin ich wirklich am Überlegen, wie oft beten wir Dinge, wie oft bete ich Sachen und delegiere es einfach an Gott ab und mache ihn so fast ein bisschen zum Handlanger von meinen Wünschen, von dem, was ich cool finde. Beten wir und sind bereit, auch unseren Teil zu geben? Oder erwarten wir, dass er einfach alles macht? Also zum Beispiel habe ich gemerkt, dann bete ich, dass Gott uns als Familie, dass Gott mich behütet. Und dann fahre ich trotzdem nachher ohne Velohelm direkt vor dem Lastwagen über die Dorfstraße, einfach, dass ich ein bisschen schneller bin. Oder dann bete ich, dass Menschen aus meiner Nachbarschaft zum Glauben kommen. Aber nach den ersten 2 Absagen, als ich zum Osterbrunch eingeladen habe, gebe ich schon auf. Oder dann bete ich für gute Gesundheit und gehe am Abend so spät ins Bett, dass ich am Morgen so mit Augenringen herumlaufe. Also ich wurde schon auch herausgefordert, meine Gebete zu prüfen. Wo sind es faule Gebete? Und ich schiebe einfach die Verantwortung ab. Und es ist nicht so ein Hand in Hand mit Gott, sondern mehr so, ja mach du, ich schaue dann mal, was passiert. Und wenn der Weg bereitet ist, komme ich hinterher. Vielleicht sagst du jetzt auch, ja, wie weiß ich dann, wie der Weg ist, wo ich gehen soll? Ist das der Wille von Gott? Muss ich für das 5 Jahre inständig beten? Vielleicht hat ja Gott etwas anderes vor. Und vielleicht liegt auch darin ein Geheimnis. Wenn ich Gott wirklich an der Hand nehme und meine Schritte gehe, im Beten, aber auch im Handeln, dann hat er ja die Möglichkeit, mich zu führen. Wenn ich stehen bleibe, ist schwierig, jemanden zu führen, der stehen bleibt, oder? Schwierig, jemanden zu leiten in die richtige Richtung, der sich nicht bewegt. Aber wenn ich Jesus an der Hand nehme und meine Schritte gehe, dann hat er die Möglichkeit, mich zu führen, den Weg, den ich gehen soll. Und mir sind auch einige Beispiele in den Sinn gekommen, wo wir das immer wieder so erleben, wo wir in diese Richtung Beispiele erleben miteinander. Vielleicht ein Beispiel, erinnert ihr euch, ich habe da Fotos mitgebracht. Da hatten ein paar von unseren Jungskileitern diese Vision, eine Arche aufzustellen fürs Jungskilager, die unglaublich viel Geld kostet. Haben gebetet, aber sind auch mutig Schritte vorwärts gegangen, haben geschaut, wohin führt das. Und plötzlich sind die Türen aufgegangen. Und das Wunder passierte und diese Arche stand da. Es gab große anonyme Spende. Und es war ein Zeichen in unserem Tal, dass Gott heute bei uns retten will. Oder auch andere Sachen. Wir sind dran, wir beten doch, oder, dass Gott dieses Tal erweckt, dass er Menschen zu sich ruft. Aber dann stehen wir auch auf und gehen hin und verteilen diese Hoffnungszeitschriften, machen Hoffnungswoche, laden die Leute ein zu Alpha Life. Wir sind dran. Beispiele aus der Bibel sind mir in den Sinn gekommen. Der Bartimäus, dieser Blinde, hat so laut geschrien, er hat alles in seiner Macht Stehende getan, was irgendwie möglich ist, um zu diesem Heiler Jesus zu kommen. Und Jesus hat ihn gehört und gekommen und hat sein Wunder gemacht. Oder die 4 Freunde, die haben den Lahmen aufgebahrt und als sie nicht ins Haus gekommen sind, um diesen Lahmen zu Jesus zu bringen, haben sie das Dach abgedeckt und haben ihn heruntergelassen.
Und Gott hat gehandelt, Jesus hat gehandelt. Er hat diesen Mann geheilt, aber noch das größere Wunder, er hat zu ihm gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Er hat ihm die Schuld vergeben. Oder Jesus im Garten Gethsemane. Er hat sein Gebet zu Gott gebracht. Er hat gesagt, Gott, wenn es irgendwie möglich ist, dass alles mit dieser Kreuzigung und so weiter, wenn es möglich ist, dass dieser Kelch, diese Aufgabe an mir vorbeigeht, das war sein Anliegen. Aber dein Wille geschehe und nicht meiner. Und dann ist er aufgestanden und ist in die Ferien gegangen. Nein, er ist seinem Verräter entgegengelaufen. Er ist aufgestanden und hat seine Schritte getan. Das ist das Bild, was ich euch heute mitgeben will, Hand in Hand mit Jesus unterwegs zu sein. Ich will dich einladen, deine Gebete zu prüfen. Stehst du an dem Punkt wie Paulus, dass du dir wünschst, mit deinem Leben ganz Gott zu dienen, dass er durch dich wirken kann, dann möchte ich dich ermutigen, deinem Gebet inständig dran zu sein, mit ihm und kraftvoll, herzhaft die Dinge selber in die Hand zu nehmen, vorwärts zu geben, beten, als würde alles andere nichts nützen und handeln, als hättest du alles in den eigenen Händen. Das ist so das Bild, was ich bei Paulus sehe. Vielleicht sagst du aber auch, ich bin eigentlich gar nicht so an diesem Punkt. Dann möchte ich dich einfach ermutigen, Gott als diesen vertrauensvollen Vater kennenzulernen, ihm näher zu kommen, ihn an der Hand zu ergreifen und zu merken, wie gut er es mit uns meint. Wir gehen in eine Zeit des Gebets. Ich will dir Danke sagen, Gott, dass du alles für uns getan hast, dass du alles für uns gegeben hast. Ich will dir Danke sagen, Jesus, dass du uns so reich beschenkst. Als du gestorben bist am Kreuz, Jesus, hast du gesagt, es ist vollbracht. Du hast alles getan, was nötig ist, um die Menschen mit dir zusammenzubringen, um Frieden zu bringen, diese Welt zu retten. Und wir dürfen dieses Geschenk einfach annehmen. Wir dürfen immer wieder staunen und Danke sagen, Jesus, dass du es getan hast, dass du gehandelt hast, dass du gewirkt hast und wir konnten gar nichts beitragen. Ich will dir aber auch Danke sagen, Jesus, dass du uns zu deinen Partnern, zu deinen Mitarbeitern, zu deinen Kindern machst. Dass du uns in deinem Projekt für diese Welt, in deinen Plan für diese Welt mit einbeziehst. Danke Gott, dass wir deine Hand ergreifen dürfen, dass du sie uns zustreckst und dass du uns zutraust und zumutest, dass wir unseren Beitrag leisten können. Dass mit allem, was wir haben, dass wir das hineingeben dürfen. Ja, und ich will dich auch bitten, Jesus, dass du uns dort aufdeckst, wo wir selber manchmal so faule Gebete haben. Wo wir denken, ja, wir schieben die Verantwortung ab, wo wir es einfach dir überlassen, aber selber irgendwie nicht unseren Beitrag leisten wollen oder zu faul sind oder gar nicht das Anliegen haben. Jesus, deck das auf. Deck's auf, wo wir faule Gebete haben. Und führe du uns in diese Bereitschaft hinein, dass wir unseren Teil beitragen. Und zwar nicht halbpatzig, sondern mit allem, was wir haben. Und Jesus, ich bitte dich auch dort, wo wir manchmal das Gefühl haben, wir können alles sowieso selbst, dass du auch das aufdeckst. Wir wollen Vollgas geben, aber wir müssen uns jeden Moment bewusst sein, ohne dich können wir nichts tun. Wir brauchen dich, wir brauchen dein Wirken. Wir sind die Kinder, du bist der Vater. Und so bitten wir dich, dass du uns auch lehrst, Nacht und Tag, inständig, übermäßig, hyperübermäßig, die Dinge vor dir zu bewegen, weil wir wissen, dass du ein allmächtiger Gott bist, der alles kann. Amen.